Franz, auf dich trifft so Hans Dampf in allen Gassen wirklich zu. Du warst früher mal Buchbinder. Dann hast du einen Holzschnitzereibetrieb momentan, einen Getränkegroßhandel und sogar noch ein eigenes Radio, das Radio Gröden, wo die latinische Mundart gepflegt wird. Wie bist du Hüttenwirt geworden? Das ist ganz einfach gewesen. Ich war in den 60er Jahren war ich Hirt beim Zahlinger rum, bei unserem Nachbar. Und dann habe ich eigentlich immer die Liebe entdeckt, auf die Alm daher zu kommen. Es ist wirklich nicht leicht möglich, auf die Alm eine Hütte zu kriegen. Dann war es einmal in der Zeitung für die Landkreis Hessen. Das Land Hessen hat eine Jugendherberge verkauft. Habe ich ein Angebot gemacht und von 8 habe ich am meisten geboten. Nicht? Und seitdem haben wir die Hütte. Meine Frau hat den Wunsch immer gehabt, eine kleine Hütte zu haben, aber jetzt hat sie eine Hütte, wo sie auch arbeiten kann. Ja, wo sie sich richtig ausbraten kann. Ja. Also das war früher eine Jugendherberge, seit 1992 habt ihr das und 1994 habt ihr dann umgebaut, was ich mir ein bisschen schwierig vorstelle, weil sehr, sehr viel Altes da war. Da muss man behutsam umgehen, oder? Ja, es war eine alte Hütte und alles mit der Perlinen ausgetäfelt. Nicht? Und dann habe ich einen Zimmermann gefragt, ja, was tun wir denn? Tun wir umbauen oder lassen wir das weiterhaben? Dann hat der Zimmermann gesagt, weißt du was, ich gehe in ein Auto etwas holen. Da ist Rainer gekommen mit der Hacke, hat ein Stück angerissen und hat gesagt, und jetzt weißt du, jetzt musst du umbauen. Das ist eher die harte Methode. Ja. Aber am schnellsten entschieden. Mhm. Wie viele Leute können da jetzt übernachten? Übernachten können bei den 33 Leuten. 33 Leute haben wir übernachten. Und wir haben im Winter praktisch haben wir ca. 110 Tage offen und im Sommer 160 Tage. Hannes, mittlerweile bist du Hüttenwirt. Ist eine anstrengende Aufgabe, oder? Aber ich habe das Glück, so eine super Frau zu haben. 2 Kinder haben wir auch. Und das ist einfach, wir helfen alle da, alle zusammen miteinander. Und die Oma, meine Mama, die hilft uns auch fest und stark. Und das ist einfach eine Hilfe. Und so geht das alles. Du hast einmal gemeinsam mit ein paar Freunden eine ganz tolle Idee geboren, die Schlagzeilen gemacht hat. Das ist eine ganz interessante Stadt geworden. Da hat man können durchgehen, da sind lebensgroße Kuscheltiere gewesen. Die Kinder, die haben einfach gestrahlt, da haben wir sogar einen Pechsteinflügel drinnen gehabt, also in einer Konzerthalle, die 27 Meter lang ist und 7 Meter hoch gewesen ist, wo wir überall gratis Konzerte gemacht haben. Wahnsinn. Das war eine ganz tolle Sache. Haben wir über 125.000 Besucher gehabt da im Winter, in einem Winter. Gibt es schon wieder ein neues Projekt? Ja, man soll sich ein Leben ja mit etwas Neues wieder einfallen lassen. Ne? Aber das mal für den Sommer. Machen wir die Hexenquelle, also das soll ein Erlebnisweg sein für Kinder, Familien, also für alle Altersklassen soll da was dabei sein, soll es interessant sein, wo die Kinder ein bisschen spielend lernen, die Natur kennenlernen. Wir tun ziemlich viel verändern, weil wir haben viele Stammgäste auch, dann wollen wir ihnen immer was anderes auch bieten und dass es nie langweilig wird, weil auf der Alm soll es auch nie langweilig werden. Nein, ich glaube auch, dass da nicht langweilig wird. Schau, ein Rapanzer kommt selten allein da hinten runter. Und genau das ist das, was ich da bis jetzt nicht verraten habe. Das freut mich aber. Und genau da haben wir uns gegründet, vor 15 Jahren. Da haben das erste Mal gespielt, da beim Tierler. Servus, Harry. Grüß dich, Norbert. Du bist ein Südtiroler. Ihr heißt Innsbrucker Böhmische und macht böhmische Blasmusik. Warum Innsbrucker Böhmische? Innsbruck ist ganz leicht zum Erklären, auf der ganzen Welt natürlich bekannt, eine Weltstadt. Und wir haben alle Musiker, wir arbeiten in Innsbruck im Sinfonieorchester, Tiroler Sinfonieorchester, unterrichten am Mozarteum und am Tiroler Landeskonservatorium. Deswegen der musikalische Lebensmittelpunkt in Innsbruck. Aber der emotionelle natürlich ist in Südtirol auf der Seiser Alm beim Tierler. Normalerweise ist eine böhmische Blasmusik ca. 15 Leute oder 15 kann man sagen. Ihr seid zu 7. Warum? Ja, ist natürlich, wenn man neue Gruppen gründet, denkt man immer, was macht man, um vielleicht aufzufallen, um anders zu sein wie die anderen. Und dann haben wir uns gedacht, wir probieren es zu 7, also mit der Standardbesetzung 3 Trompeten, so Markenzeichen, 2 Tenöre, der Bariton, Tuba und Schlagzeug. Wir verzichten gänzlich aufs Holz und auf die ganze Begleitung. Und das hat sich sehr, sehr bewährt. Wir schreiben alles selber, arrangieren alles selber. Und heute bist du leider völlig allein da, oder wie? Ich bin nicht ganz allein. Natürlich habe ich meine Kollegen mitgebracht. Und es gibt jetzt ein Geschenk, ein musikalisches natürlich, für den Onkel Franz und für die Harry und für den Hannes. Eine Eigenkomposition, den Kaskademarsch. Und jetzt geht's gleich los und dann werdet ihr mal schauen. Ja, schauen wir sicher.
Unsere Freizeitsendung Harrys liebste Hütten geht selbstverständlich weiter. Wo ich nächsten Sonntag zu Gast bin, verrate ich Ihnen noch nicht. Hoffentlich aber auch in Ihrem Wohnzimmer. Informationen zu unserer Sendung gibt es wie immer unter tv.orf.at und in der ORF-Nachlese. Ich verabschiede mich im Namen meines Teams, natürlich auf Italienisch, Arrivederci, und jetzt freue ich mich schon auf die Innsbrucker Böhmische. Wiedersehen.